Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der heutige Prozess hat es mit den größten Gegensätzen der Natur zu tun. Mit Feuer und Wasser. Das eine brennt und wärmt, das andere löscht und nässt. Und der Dürlinger Gendarmeriekommissär hat darüber ausführlich recherchiert. Jawohl, das habe ich. Alle polizeiwidrigen Hintergründe habe ich exakt recherchiert. Und was ich recherchiert habe, liegt drin beim Herrn Staatsanwalt. Und zurücknehmen, tue ich nix. Ja, Herrschaft, sagt du, jetzt ist das Krieg gar nicht mehr aus. Ich geh doch nein, ohne mich geht's ja gar nicht verhandeln. Bürgermeister, zeig mir's Worten. Kann das fix? Und bestechen lasse ich mich von niemandem. So, wie heißt denn dieser Niemand? Etwa gar Nierlinger? Herr Nachbar, was die Gendarmerie sagt, müssen aber Dinge erst noch stimmen. Und du, pass auf, Moni. Du musst auch die Wahrheit sagen. Heute hilft dir da gar nichts. Lass das Mädel in Ruhe. Die ist noch minderjährig und durch unschuldig. So ein Dirndl darf man nicht meineidig machen. Ich mag's nicht meineidig, Bürgermeister. Da sind schon andere da, die das da wollen. Birsche, wer nicht frech. Ja, wer hat ihr den Unschuld genommen? Halt dich zurück, Nierlinger. Mein Bruder, dein Bruder. Pass auf, was du sagst, Nierlinger. Eine üble Nachrede ist schnell benannt. Da brauchst du nicht viel. Da bist du auch gleich Gerichtsmasse. Von mir aus. Mein Burm hat niemand gefunden bei dir. Regen Sie einen nicht auf, Herr Bürgermeister. Ich habe alles genau recherchiert. Da gibt es kein Zurück mehr. Na, ich schwör kein Meinheit. Ich sag die Wahrheit. Untersteh dich, blöde Hähner. Mach jetzt keinen Verdruss. Raus, Dirndl. Und hat sich demnach besagter Kottmeier Korbinian aus Dürling, Bauernsohn und Spritzenmeister der Freiwilligen Feuerwehr dort selbst, eines Vergehens der unterlassenen Hilfeleistung, Paragraph 330c, schuldig gemacht. Außerdem hat der Angeklagte noch verschiedene andere Delikte... Nein, es genügt, Herr Kollege, danke. Angeklagter, Ihnen genügt es wohl auch, ha? Was können Sie darauf sagen? Finden Sie das in Ordnung, dass sich der Bürger nicht einmal mehr auf die Feuerwehr verlassen kann? Kommen wir her. Na, ein bisschen flotter, nicht? Wenn Sie beim Löschen auch so ein irrsinniges Tempo vorlegen, dann gibt's in Dürling nur noch Totalschaden. Also, was ist? Ja, ich bin unschuldig. Ja, das hätte man denken können, natürlich. Aber die Scheune vom Nierlinger ist abgebrannt, ohne dass die Freiwillige Feuerwehr Dürling, deren Spritzenmeister Sie sind, eingegriffen hätte. Da kann doch hier nichts dafür. Wie ich überhaupt auf eine solche Idee komme, nicht wahr? Wer ist denn für den Schlüssel zum Spritzenhaus verantwortlich? Sie doch, der Spritzenmeister. Ja, ich. Und ich habe einen Spritzenhausschlüssel in meinen Hosensack. Man soll es nicht für möglich halten, in der Hosentaschen. Ja, finden Sie, dass das der geeignete Aufbewahrungsort für so ein wichtiges Instrument ist? Finde ich. Ruhe da hinten! Ja, Donnerwetter noch einmal. Stellen Sie sich vor, Sie sind verreist und es brennt. Was dann? Ja, da schauen Sie, gell? Nein, das geht ja gar nicht, weil erstens verreise ich nicht und zweitens weiß man allerweil, wo ich bin und dann gibt's ja auch noch einen Reserveschlüssel, nicht? Einen Reserveschlüssel gibt's auch noch? Ja. Ah, das ist ja interessant. Und warum hat den Reserveschlüssel niemand gefunden? Weder der Kommandant, Ihr Vater, noch der Kommandant Stellvertreter, der Hirner Josef, noch sonst irgendjemand in Dürling? Haben Sie den vielleicht in der anderen Hosentaschen gehabt, hä? Nein, den Reserveschlüssel, den habe ich aber in der Kastenschublade. Und den Kastenschlüssel, da haben Sie den vielleicht dann in der Hosentasche. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Wo waren Sie denn in der Brandnacht? Kein Mensch hat Sie finden können. Mir ist nicht gelingen. Ich war einsatzfähig. Moment. Die Voruntersuchung hat festgestellt, dass Sie mit Vorbedacht und Absicht unauffindbar waren, damit die Scheune des Nierlinger derweil umso sicherer und leichter hat abbrennen können, gell? Also, das ist ein Lug. Oh, nicht frech werden, Birsche, gell? Wachtmeister, rufen Sie bitte den Zeugen Nierlinger herein. Den Zeugen Nierlinger, jawohl. So,
Jetzt fehlt bloß noch Brandstiftung, dann haben wir wieder ein echtes Dürlinger Renommierstück. Ja? Na, auf was warten Sie denn? Da setzen Sie sich doch hin. Jawohl. Entschuldigen Sie, Herr Rat, soll ich den Zeugen Nierlinger Junior oder Senior bringen? Seit wann reden denn Sie so geschwollen? Den Alten natürlich. Senior, jawohl. Der junge Nierlinger war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Dürling und wie die Ermittlungen der Gendarmerie ergeben haben, wollte er gerne den Posten des Spritzenmeisters übernehmen. Man ist nämlich sehr stolz auf die neue Motorspritze und außer Geisbach verfügt keine andere Gemeinde über eine solche und deshalb wäre ich für die Einvernahme des jungen Nierlinger gewesen. Ja? Aber, naja, schließlich ist das ja egal. Ja. Sie müssen warten, Kottmeier. Nicht mehr, bleib ich draußen. Ich bin schließlich der Bürgermeister von Dürling und der Feuerwehrkommandant. Die Zeugen müssen warten. Und ich bin der Vater von dem Angeklagten. Bitte um Ruhe. Herr Zeuge Nierlinger Senior. Ja, Kottmeier, was fällt Ihnen denn eigentlich ein? Entschuldigen Sie, Rat, aber ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Wenn der da seine Aussage macht gegen meinen Burm, dann muss ich dabei sein dürfen. Himmel, ist gut, bleib's da. Dann geht's in einem aufwaschen. Vergeht's Gott, Herr Rat, das vergiss ich Ihnen nie. Wissen Sie, der Bazi, der Schlechte hat die ganze Geschichte angestiftet. Der möchte uns Kottmeierische unglücklich machen. Kottmeier, ich habe gesagt, Sie können da bleiben. Nicht wahr? Aber davon, dass Sie reden können, was und wie Sie wollen, davon habe ich gar nichts gesagt. Auf die Zeugenbank. Ja, ist schon recht. Aber auf den seine Aussage, da braucht's Gerichtsfall gar nichts geben. Da ist das meiste der Logen, was der sagt. Was sagst du? Bazi, du Schlechter! Ruhe! Ja, ich sag ja gar nichts. Zeuge Nierlinger zur Sache. Am 3. Juni nachts um 1 Uhr hat also Ihr Stadel gebrannt, ja. Und obschon die Freiwillige Feuerwehr Dürling in ungefähr 30 Minuten hätte da sein können an der Brandstätte, ist sie erst 3 Stunden später gegen 4 Uhr früh erschienen. Jawohl. Das Feuer ist bereits von selben ausgegangen gewesen und nachher haben sie noch keine Schleich dabei gehabt. Da kann man bloß sagen, tüchtig. Ja, besonders tüchtig, seitdem die teure Motorspritzen gekauft worden ist, für 2000 Mark und die neue Schlechte ziehen. Du hast das mein, du hast nichts gezahlt. Die Gemeinde hat die Spritzen aus dem eigenen Vermögen finanziert. Wir haben 5 Tage mehr Gewissen verkauft. Verkauft. Verschoben habt ihr die 5 Tage Gemeindegrund. Ja, Mandi, jetzt ein bisschen Kriegsmasse. Jetzt zeige ich dir an. Ja, klar noch. So dumm ist kein Richter, dass er dir nicht straft, du Oberfetttreiber, du Hinterfotziger. Ruhe! Und so dumm ist kein Richter, dass er sich so ein Benehmen hier bieten lässt, gell? Auch setzen, Kottmeier, Nierlinger. Ja, stimmt's vielleicht nicht, dass dieser alte Stadl erst ein Jahr lang versichert gewesen ist für 8000 Mark? Ja, du Himmelsackerer, du, das nimmst auf der Stelle zurück. Und baufällig ist er auch schon gewesen und keine 1000 Mark nimmer wert. Du bist mir zu streck, du. Horderlup, du. Ruhe, meine Herren, jetzt kriege ich jedem von euch 10 Mark in die Gerichtskasse Ordnungsstrafe. Notier bitte. Rat, je 10 Mark. Kann ohne weiteres mehr werden. Nierlinger, so gegen 1 Uhr nachts, sagen Sie, hat Ihr Stadel gebrannt, nicht? Das war ein Sonntag, war das, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind im Biergarten gesessen. Wann ungefähr haben Sie den Brand bemerkt? Ja, Zeit im Balk nur. Ich hab sogar den Blitz gesehen, der mein Stadl eingeschlagen hat. Blitz? Hat's denn am 3. Juni ein Wetter gehabt? So ein bisschen ein Wetterleuchten, das weiß ich schon, aber so richtiges Unwetter mit Blitz und Donner? Mein Herr Rat, das Wetter ist überall anders. Ach so. Ja, und angenommen das. Hä? Und einen Blitzableiter haben Sie natürlich nicht gehabt auf Ihrem Stadel, nein? Ja, gehabt schon. Aber was nützt der Blitzableiter gegen unseren Herrgott? Tiefe Gläubigkeit des unverdorbenen Landvolkes. Herr Rat. Der Blitz, der in den sein Stadl eingezündet hat, der hat für uns keinen erschlagen. Naja, Sie sind ruhig, Sie sind noch nicht dran. Oder möchten Sie noch einmal 10 Mark zahlen, nein? Setzen. Nierlinger, kommen Sie mal wieder her. Können Sie sich denken, aus welchem Grund der junge Kottmeier in der Brandnacht nicht greifbar war und damit den Einsatz der Feuerwehr verhindert hat?
Der braucht da dazu keinen Grund. Die Kottmeierschen sind ja so boshaft genug. Also, Nierlinger, wenn Sie nichts anderes anzubieten haben als Vermutungen, Verleumdungen, Verdächtigungen und boshafte Behauptungen und Blitztheorien, nicht wahr? Ruhig, dann halten wir uns lieber an die bisher bekannten Tatsachen weiter. In erster Linie ist die neumodische Feierspritzen dran schuld. Na ja, der Alten war das nicht passiert. Jetzt hat der Staat sein, Nierlinger. Sonst pack ich aus. Ja, pack mir grad aus. Geh, sag's an Herrn Rat, wer die zurückgehalten hat mit dem Schlüssel vom Spritznaus in den Hosensack. Wer war denn das, ha? Vater, halt dich doch zurück. Jetzt wird's lustig, Herr Richter. Pass das auf, jetzt muss aber sogar der Herr Staatsanwalt lachen. Das glaube ich nicht. Der Nierlinger Sohn hat meinen Sohn dazu angestiftet, dass er zu der Schicksalskammerfenster gegangen ist. Ja, Doverig. Hinterfotzig natürlich angestiftet, nierlingerisch. Ja, seit wann muss man den einen Jagdhund zum Jagen tragen? Der Vater, lass gut sein. Nichts lass ich da gut sein, Kind, ich setze. Wenn einer einem Madler Geld zahlt, dass mein Bub am Kammerfenster zurückhält, bis das alles niederbrennt ist, was man selber angezündet hat, na wird das wohl nicht erlaubt sein im Königreich Bayern. Kottmeier, wie kommen Sie denn auf sowas? Sie sind ja ein feiner Feinspinner, Herr Bürgermeister. Ja, Krampf ist das. So was glaubt ja nicht einmal unsere Pfarrersköchin. Ich bitte um die Einvernahme der Zeugin Monika Stangelmeier wegen des Alibis. Alibi? Ja, was denn für ein Alibi? Einen Moment. Bitte schön, nehmen Sie Platz, meine Herren. Wachtmeister. Hey, hey, hey! Außerland! Holen Sie mir bitte den Zeugen Max Stelzer, Gendarmeriekommandanten von Dürling. Den Herrn Gendarmeriekommandanten, jawohl. Feuerwehr-Alibi? Brandalibi? Kammerfenster-Alibi? Da wäre ich sehr vorsichtig. Ohne Disziplin geht natürlich nicht einmal bei der Feuerwehr was zusammen. Der Bursch hat keine Ahnung, was eine Disziplin ist. Da war unser anderer Depp. Eben, wo wir den Unteroffiziers-Lehrgang gemacht haben. Kollege Stelzer, packen wir's, wir sind dran. Jawohl. Hat er jetzt sagen und 7. Nierlinger, das darf mich direkt interessieren. Ja. An die 5 Tagwerkwiesen haben sie uns kein Tagwerk zukommen lassen. Zäh fix. Und du erst noch dazu. Tu gescheit drin, gell? Und tauch nur fest rein. Ich lass mir die Lumpen. Am Ende bist du dir gar ein Hochzeiter. Na, ich sag die Wahrheit. Zäh fix. So, jetzt erzählen Sie klar, ruhig und der Reihe nach, Herr Stelzer. Bis jetzt habe ich nämlich einen etwas verworrenen Eindruck. Jawohl, Herr Amtsrichter. Der Reihe nach. Ja. Zuerst hat es der Herr Oberlehrer gesehen, weil er Zahnweh gehabt hat. Der ist dann gleich zum Mesner gelaufen, damit die Kirchenglocken geläutet werden. Es ist aber der Mesner nicht daheim gewesen, weil Sonntag gewesen ist und man in Rärmerding ein Schafkopfrennen gehabt hat. Ja, was Sie sagen? Da hat dann die Mesnerin geläutet. Daraufhin sind sehr viele Leute aufgestanden und haben zum Fenster hinausgeschaut. Ich auch. Zum Fenster hinausgeschaut? Ja, gut. Sind dann auch Feuerwehrleute zusammengekommen? Hat sich auch zum Beispiel der Herr Kommandant blicken lassen? Jawohl, Herr Amtsrichter. Nach ungefähr einer Viertelstunde sind so Stuckere 6 Mann herumgestanden. Herumgestanden? Vor dem Spritzenhaus? Na, auf der Kirchhofmauer. In dem, dass man von da den Feuerschein am besten gesehen hat. Ja, das ist wichtig, dass man sieht, wo es brennt. Jawohl. Und hat der Herr Kommandant dann Anordnungen erteilt? Jawohl, Herr Amtsrichter. Ja, so hat er? Das heißt zunächst, aber noch nicht gleich. Ich hab halt meinen Burm gesucht, einen Kurvi. Wie lang ungefähr haben Sie den gesucht, Herr Bürgermeister? Mei, so 5, 6, 7 Minuten vielleicht. So lang? So, bitte weiter, Herr Und dann hab ich Stelzer. gemeint, der ist schon dahin. Weiter, Herr Stelzer, bitte. Was haben denn dann die Dürlinger Feuerwehrleute unternommen? Mei, man hat heute geredet. Geredet, so. Über was hat man geredet? Es hat Meinungsverschiedenheiten gegeben. Man hat sich gestritten wie eingespannt. So. Der Ammerer hat gemeint, im Juni trifft's den Hirner und der Hirner hat gesagt, seine Reste sind sowieso schon so abgerackert und er glaubt, dass zwischen Georgi und Michaeli überhaupt der Kottmeier selber dran ist. Als Kommandant muss ich überhaupt nicht einspannen. Ja, das ist mir neid.
Du hast ja bloß vom Einspanner drücken wollen, damit deine Hose gesund bleibt. Du Drückeberger, du Stücke. Ruhe! Jetzt sag ich die Nummer ja. Ihr Bauernbüffel, ihre Lettigen. Bitte weiter, Herr Stelzer. Der Feuerschein ist ein wenig größer geworden und die Leute auf der Friedhofmauer sind ein wenig mehr geworden. Um 1:45 ist dann der Schneiderwastel mit dem Feuerhorn rumgerannt und hat blasen und hat geschrien, Feuer ja, Brenner tut's in Unterrossing. Das hat ihm der Kottmeier angeschaut. Nierlinger, haben Sie noch einmal 10 Mark zu viel, hä? So, und dann hat man sich endlich zum Spritzenhaus in Bewegung gesetzt, Herr Stelzer. Erst nachdem sich der Hirnerbauer bereit erklärt hatte, seine Rösser anspannen zu lassen. Wann, ich meine, ungefähr auf der Uhr war denn das? Mei, das wird so um 2, Viertel nach 2 gewesen sein. Also 2:15 Uhr etwa und um 1 Uhr, heißt es, hat der Brand etwa angefangen. Jawohl. Und dann war das Feuerwehrhaus abgesperrt. Jawohl. Und dann war der Schlüssel nicht zu finden. Jawohl. Und dann haben wir Schlüssel gesucht. Jawohl. Einen Moment, Ihr Protokoll habe ich ja da. Augenblick, ja. Ja, da begann die Suche nach dem Schlüssel und konnte der Schlüssel zu besagter neuer Motorspritze nicht gefunden werden und der Spritzenmeister auch nicht, indem dieser der Meinung war, dass es nicht brennen würde diese Nacht. Und hat zu Kirchenzell einen Besuch gemacht bei der Stangelmeier Monika, was alles recherchiert hat und gewissenhaft überprüft. Maximilian Stelzer, Gendarmerie, Posten zu Dürling. Brav. Der Herr Kommandant hat persönlich nach dem Schlüssel gesucht, er hat aber keinen gefunden. Hernach hat man nach dem Angeklagten gesucht. Es hat aber niemand nicht gewusst, wo er sein könnte, indem das die Stangelmeier Monika ganz ein Neizgespuse von dem Angeklagten ist. So? Was ihm der Nierlinger Sohn eingeredet hat. Bitte keine Zwischenrufe. Nein, das muss gesagt werden. Mein Bub geht doch niemals zu der Grammaturn von Kirchenzellers Kammerfenster. Vater, sei Staat. Nein, ich bin nicht Staat, die Geschichte muss abgehandelt werden. Der Nierlinger Sohn hat meinem Sohn, die Stangelmeier Monika, wärmstens empfohlen. Ja, da verrückt. Empfohlen? Na, wird der schon noch was eingerieben haben, der Monika. Ich kenn den Bazi. Der spinnt. Wir kennen ja die Stangelmeier Moni überhaupt gar nicht. Und nachher, wie sie gewusst haben, dass mein Burzkircherzell am Kammerfenster ist, dann haben sie einen Stadel selber angezündet. Das ist die Wahrheit. Jetzt wird's dunkel. Der spinnt wirklich. Sie, Kottmeier, das ist eine ziemlich ungeheuerliche Anschuldigung, die Sie da loslassen. Der gehe ich nach. Wenn Sie das nicht beweisen können, dann sind Sie aber schwer dran, Herr Bürgermeister. Aber was heißt da beweisen? Die Leute helfen zusammen. Nicht? Setzen alle miteinander! Außer Fort! Wachmeister, die Zeugin Stangelmeier Monika, aber geschwind. Die Zeugin Stangelmeier Monika, aber geschwind. Jawohl. Angeklagter, ich bitte um Ruhe. Kommen Sie noch mal her zu mir. Nein, müssen Sie mir sein. Sagen Sie, teilen Sie diese gewagte Meinung Ihres Herrn Vaters? Ja, no, es mag schon dran sein. Mag dran sein, so? Zum Beispiel? Ja, dass die Nierlinger Stadl am Ende doch nicht der Blitz angezündet hat. Nicht? So? Sondern? Na, was weiß denn ich? Jedenfalls hat er den Stadl hoch versichern lassen. Ah? Fragen Sie ihn doch selbst. Derselbe Bazi wie sein Vater. Der kennt ihn. Meine Herren, die Gerichtskasse ist noch geöffnet. Wie viel, Herr Rat? Na, was meinen Sie, Haberkorn? 5 oder 10? Sagen wir 10 Mark. Die Herren können es sich leisten. Angeklagter, glauben Sie auch wie Ihr Vater, dass der Nierlinger diese besagte Stangelmeier Monika mit Geld bestochen hat? Na, das glaube ich nicht. Nicht? Aber an der Moni am Kammerfenster habe ich den Nierlinger Sohn schon ein paar Mal getroffen. Aha. Haben's Kraft und haben's ihn getroffen. Bissl schon. Aber gewonnen haben wir bei Sie, ja? Sehr aufschlussreich. Aber nicht neu, Herr Staatsanwalt. Als Spritzenkommandant von der Dürlinger Feuerwehr scheicht doch ich dem sein Burm nicht. Da muss ja lachen. Der ist jetzt mal davon wie der Teufel. Die Zeugin Stangelmeier Monika, Kramer Dienstmagd beim Kramer zu Kirchenzell. Danke. Sie können sich setzen, Herr Angeklagter. Jawohl. So, Fräulein Zeugin, kommen Sie näher. Kommen Sie her zu mir so. Na ja, wenn man Sie so anschaut, dann wird dieses Pflichtversäumnis des Dürlinger Spritzenmeisters schon fast entschuldbar. Gell? Ja, jetzt was anderes. Sie haben dem Vernehmen nach ziemlich viele
Verehrer, gell? Ja, aber eine engere Auswahl muss man doch treffen. Wen mögen Sie jetzt zum Beispiel lieber, den jungen Nierlinger oder den wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagten jungen Kottmeier? Ming da den schon. Ja, wen denn? Den einen oder den anderen? Den anderen. Aber. Was denn aber? Mag er Sie nicht? Ja, mei, ich bin halt bloß ein Dienstmagd und er ist ein großer Bauernsohn. So. Bitte um Ruhe. Der Nierlinger soll Sie, das klingt jetzt sehr hässlich, was ich da sagen muss, mit Geld bestochen haben, damit Sie den jungen Kottmeier in der Brandnacht nicht fortlassen sollen. Na, das ist gelogen. Der Kottmeier-Vater hat gesagt, dass ich das sagen sollte. Üble Zeugenbeeinflussung. Ja, sie sagt's aber nicht. Na, ich nicht. Das wäre also der Kottmeier. Und der Nierlinger, was hat der Nierlinger gesagt, dass Sie sagen sollen? Dass er nicht gegangen ist von mir. Auch nicht, wie er gesehen hat, dass in der Gemeinde Dürling brennt. Und das stimmt auch nicht, nein? Na, wir haben ja den Feuerschein erst um 2 in der Nacht gesehen. Und dann ist er gleich mit dem Radl fort. Jawohl. Und wie die heimkommen, haben die Deppen den Schleich vergessen. Ja, Herr Staatsanwalt, es erscheint mir aussichtslos, in diesen verfilzten Klumpen von Klagen, Streitereien, Verleumdungen, was noch alles, ein bisschen Licht reinbringen zu wollen. Interessiert mich auch schon gar nicht mehr. Aber ein menschliches Anliegen hätte ich noch. Sie wissen ja, das ist so mein Steckenpferd, ne? Angeklagter, kommen Sie noch mal her. Ja? Aha, auf einmal geht's. Wie der junge Heiter ist er da. Bloß weiß Mädel da steht. Ich hätte Ihnen einen Vergleich anzubieten, einen guten, anständigen Vergleich. Wenn Sie mir versprechen, diese hier anwesende, recht hübsche und sicher auch recht brave und tüchtige Person da zur Frau zu nehmen, dann drücke ich ein Auge, vielleicht auch 2 Augen zu. Und Sie kommen mit einem blauen Auge davon, ja? Gern, Herr Rat. Mach ich gern. Einspruch! Geh weiter, Vater. Ein Schöne ist auch nicht mehr wie eine Schirche. Das ist Nötigung, Herr Rat, da tue ich nicht mit. Aber ich tue mit. Aber ich nicht, Depp, dummer, das Mädel hat ja hinterm vorn nichts mehr daheim. Ja, das langt mir. Aber mir nicht. Und überhaupt, sie übergebe ich nicht. Jo, Vater. Du übergibst schon. Indem das Mädel gar nicht so arm ist, wie es herschaut. Die macht nämlich eines Tages eine große Erbschaft. So, eine Erbschaft. Ja, der alte Wirt von Kircherzey hat ihr testamentarisch 12 Tagwerk Wald vermacht. Sie war eine seinige Tochter. Da, oh! 12 Tagwerk Wald. Ja, dauernd. Habt's mein Sinn. So ein menschlich verständnisvoller Vater ist was Schönes, gell? Das Verfahren wird eingestellt. Dagegen lege ich Berufung ein. Ja, das müssen Sie, Herr Staatsanwalt, das ist Ihre Pflicht. Aber bitte schön, warten Sie bis nach der Hochzeit. Sitzung ist geschlossen. Moni! Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Jetzt waren wir beim Notar. So? Herr Rat, ja. Jetzt werde ich nachher austragen. Aber Bürgermeisterei und das Kommando über Feuerwehr, das kalte. Nur er da, der Kurve, der kann immer Spritzenmeister bleiben. Der Spritzenmeister ist bei uns in Dürling, der wird bloß erledigen. Ja, ja. Wann ist denn bei euch der nächste Feuerwehrball? Hä? Ja, wann ist der? Ja, pass auf. Anlässlich der ersten Kindstaufe? Da komme ich aber dann löschen und ganz pünktlich. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.